So, und Servus zurück bei Let's Play Pro Evolution Soccer. Ja, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus, ne? Ist schon Zeit lang her. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir waren. Und wie wir dran waren. Ich kann mich erinnern, wir waren eine Zeit lang, oder sind schon eine Zeit lang ungeschlagen. Ja, da haben wir immer ganz gut gespielt. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das unsere letzte Niederlage gewesen, am 8. Spieltag. Gegen die Queens Park Rangers. Seitdem haben wir nicht mehr verloren. Oder? Wir haben zwar einige Male unentschieden gespielt. Aber nicht mehr verloren. Ja, so schaut's aus. In der Tabelle müssen wir auch mal schauen. Moment, da drin. Wir sind Zweiter. Und jetzt spielen wir dann nicht gegen Chelsea. Und wenn wir gewinnen, kann man auf 3 Punkte verkürzen. Also die Saison ist noch offen. Gut, wir spielen daheim. Ich würde sagen, die spielen in Blau, ne? Aufstellung. Ah, da schaut Coloccini nicht so gut aus. Und der war nicht spielen. Pass auf, wann haben wir denn noch sehen? Wir haben ja einige Spieler verpflichtet, ne? Taylor, der ist nicht fit, ne? Da lassen wir. Da haben wir den eine. Gut. Butland. Nehmen wir den noch mit. Ein Torwart brauchen wir wahrscheinlich eh nicht, einen Ersatztorwart. Gut, dann können wir starten. Also war natürlich wichtig, dass wir gewinnen hatten. Gegen London, weil dann kann man das nochmal alles ganz spannend machen. Wobei Chelsea hat ja am Anfang ziemlich einen großen Vorsprung gehabt, aber wir haben uns ganz gut gehalten und tapfer gekämpft. Und da müssen wir dann nicht drauf ausschließen. Jawohl, Kabay. Das war die erste Torchance. Das war natürlich geil gewesen, wenn der gleich mal drin gewesen wird. Santon, Neskens, da ist Fafan, Dodo, ja, hätte fast gehaut. Gullit oder was auch immer, wie man das ausspricht. Und so stoppt man den Typen. Solange unsere Abwehr stabil bleibt, ist das alles gar kein Problem, wenn die kommen. Ja, da waren noch 2. Best. Oh, 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 oh. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Ronaldo, unten rennt Santon. Abgefangen. Ja, Chelsea ist eine harte Nuss, die sind ja ziemlich gut besetzt. Abgeblockt. So, der Baba kann den Zweikampf gewinnen, jawohl. Und holt zumindest Ecken aus. Der war bedrängt von, wer war das? Jason Terry. Oder John Terry, keine Ahnung wie der heißt.
Gut, Ecke. Oh, der ist drin hat. Das war aber Eigentor, oder? Das war nicht Neskens. Da habe ich gesehen, Neskens war am Boden. Beziehungsweise der andere, er wollte an den Boden noch nicht. Der andere hat ihn aber abgefangen und köpft ihn ins eigene Tor. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. So, Moment. Darum, so sehen wir es besser. Also, da kommt die Ecke. Und da möchte er hingehen. Aber der andere erwischt ihn. Wer war denn das? Sieht man das? Moment, das sehe ich nicht ganz. War es Juan Mata? Auf jeden Fall war es Eigentor. Das hätte mich aber gewundert, wenn Neskens den Kopfball erwischt hätte, weil der ja ziemlich klar ist. Gute Abwehr. Das war nicht so gut. So, kein Problem für Krul. Fahrfahren. Das war Abseits, oder? Ja. Hätte mich ja gewundert, wenn es keins war. Also, da ist ja der Schiedsrichter sehr pingelig, ne? Freistoß Ivanovic auf Terry. Wieder Ivanovic. Der Ivanovic, glaube ich, war der Typ, der da im Europa League Finale das entscheidende Tor geschossen hat, oder? Gegen... Ich weiß gar nicht, gegen was denn? Gegen Lissabon? Oder gegen Porto? Ich glaube, Portugiesen waren es. Vorsicht. Ja, die probieren es natürlich. Bisher noch ohne Erfolg. Hazard oder Hazard. So, Dodo. Wenn der Ball schoniert, jetzt schon. Wahrscheinlich war davor wieder irgendwie so ein Länderspiel, da sind sie meist immer mit da noch. Wieder geblockt. Gut gehalten von Torwart. Also London bleibt am Ball. Die möchten natürlich den Ausgleich. Ecke Hazard. Ja, mit Gewalt, aber so wird es nichts. Wieder Hazard. Also ich nenne mal einfach so. Falls verkehrt ist, naja, dann ist es so. Dann kann ich das auch nicht ändern. Den erwischt er nicht. Matthäus. Ja, London hat sich auch mit den Klassikspielen eingedeckt. Aber wir genauso. Ja, das wird natürlich die Chance gewinnen. Hat er freie Bahn gehabt. Und viel Zeit gehabt. Und es gibt keine Nachspielzeit und er pfeift auch gleich ab. Ja, wir führen 1-0 zur Halbzeit. Durch ein Eigentor von, ich glaube, Juan Mata war es. Jetzt ist die Frage, wollen wir schon wechseln? Vorhin sind wir schon etwas angeschlagen, ne? Vor allem Dembaba. Wir kannten ja Destroy da, ne? Da war der... Ist ja auch nicht schlecht. Machen wir mal. Gelb vorbelastet haben wir noch nicht, also brauchen wir nicht groß rumwechseln.
Gullit. So, immer mit der Ruhe, wir haben Zeit, uns pressiert's nicht. Im Grunde könnte man uns ja eigentlich hinten einstellen. Aber das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, das gibt einen Freistoß und die erste gelbe. Jawohl. Gegen Stephen Taylor. Und jetzt ist natürlich wieder so eine Situation, ne? Was die ideale Position für einen Ausgleich. Und der war abgefälscht, Alter. Und dafür gibt es die zweite Ecken. Oder die erste, ich weiß gar nicht. Heute Destro rennt in die verkehrte Richtung. Ben Arfa erkämpft den Bullen. Ronaldo, das Torwart kommt raus und kann das entschärfen. So, wieder Best, aber Krul. Wieder mal der Sieger. Also ihre Chancen haben schon, so ist es ja nicht. Und auf der anderen Seite kommt ja der nächste Klassikspieler, Matthias Sammer kommt. Für Frank Lampard. Fahrfahren, der ist auch schon ziemlich erschöpft. Es gibt einen Wurf. Ja, war gut gemeint, aber nicht angekommen. Kabay. Nächste Chance durch Ronaldo. Juan Mata. Best. Und Taylor kann da klären, weil sonst war es brenzlig geworden. Mata. Und Dodo rammt da hinten ab. Ganz gut. So, das ist die Entscheidung, da ich sagen, oder? Ronaldo staubt ab. Hat einige Chancen gehabt. Aber es war gut ausgespielt von Destro. Ja, da war der Torwart überfordert mit dem Schuss. Den hat er nur abprallen lassen können. Zugunsten für Ronaldo. Es schaut gut aus. Mit dem Sieg war man natürlich dann 3 Punkte hinter London nur noch. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei, ne? Also wir haben noch ein paar Minuten zu spielen. Und jetzt kriegen die Ecke. Wir wollen aber
in der Zwischenzeit wechseln. Und zwar geht Ronaldo ober. Wir lassen das da jetzt allein 200. Und es kommt, Moment, Oscar, ne? Der ist gut. Auf der offensiven Mittelfeldposition. Und Fafana, der wird jetzt auch noch. Denkt der Mann aus. Ja, und für Fafan kommt Breakshare, der Amerikaner mit norwegischen Wurzeln, habe ich schon mal erwähnt. Ja, die Ecken gingen alle drüber. Juan Mata auf der anderen Seite noch das besser gemacht für uns. Da hat er ein Tor geschossen. Ben Afa. Kabay. Auf der anderen Seite ist es frei, ne? Dodo. Ja, mit Einsatz. So, nochmal Hazard. Wird bedrängt und verliert den Ball. Oscar, der hat einmal bei Chelsea gespielt, ne? Den haben wir ihn abgekauft. Summer, Ashley Cole. Wieder Summer. Und Gullit ist durch. Ja, das ist der Ehrentreffer. Beziehungsweise der Anschlusstreffer. Und da haben wir einmal schlecht verteidigt und schon ist passiert, ne? Das geht ganz schnell. Wie lange haben wir denn noch? Und Nachspielzeit gibt es ja dann noch. Bisschen was, 1 Minuten. Das geht noch. So, aber das war's, ne? Newcastle gewinnt gegen Chelsea. Und damit sind wir ganz knapp hinter einer. Und die Saison, also die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Unsere Verfolger botzen auch ganz schön. Das ist natürlich super.